US-Präsident Joe Biden und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping haben wieder miteinander telefoniert. Vor dem Hintergrund der Spannungen zwischen den rivalisierenden Großmächten sprach das Weiße Haus am Freitag von einer breiten strategischen Diskussion. Beide Präsidenten hätten über Bereiche diskutiert, wo unsere Interessen aufeinandertreffen und über Bereiche, wo unsere Interessen, Werte und Perspektiven auseinandergehen. Biden und Xi seien übereingekommen, beide Problemkataloge offen und direkt anzugehen. Die russische Regierung habe unleugbare Beweise dafür, dass Technologiegiganten mit Sitz in den USA vor den bevorstehenden Wahlen zur Staatsduma des Unterhauses gegen russische Gesetze verstoßen haben, teilte das Außenministerium in einer Erklärung am Freitag mit. Gestern war die zweite Anhörung bezüglich des chinesischen Genozids an Minderheiten. In dem Londoner Gerichtssaal haben uigurische Zeugen ihre grausamen Erlebnisse in chinesischen Konzentrationslagern geschildert. Steinmeier sagte bei einer Veranstaltung zum 60. Jahrestag des deutsch-türkischen Anwerbeabkommens in Berlin, ein Deutschland ohne die sogenannten Gastarbeiter und ihre Nachkommen sei schlicht nicht mehr vorstellbar. Sie und Einwanderer aus anderen Ländern hätten viel dazu beigetragen, dass die Bundesrepublik heute gesellschaftlich offener und vielfältiger, wirtschaftlich stärker und wohlhabender sei. Nach einem 4-stündigen Treffen mit Lukaschenko im Kreml sagte Putin, beide hätten bedeutende Fortschritte bei der Integration der Volkswirtschaften ihrer Länder gemacht. Russland und Belarus werde künftig eine einheitliche makroökonomische Politik einen. Konkret seien 28 Programme für die enge wirtschaftliche Zusammenarbeit ausgearbeitet worden. Um die Nitratbelastung der Umwelt zu reduzieren, plant die holländische Regierung die Reduzierung der Tierbestände. Einem schwedischen Ehepaar wurde mitgeteilt, dass sie ihren Sohn Wladimir Putin nicht nennen können, berichteten lokale Medien. Die schwedische Steuerbehörde Skatteverket lehnte den Antrag des Paares ab, ihren Sohn Wladimir Putin, so der Name des russischen Präsidenten, zu nennen, wie es der öffentlich-rechtliche Rundfunk des Landes mitteilte.